Hallo, dit is hier vandaag met Isaac Thiesentoop. We gaan ons al die vrijheid met vertalen. Isaac heeft een geschichte vertalen wat voor zeer veel mensen wat interessant zijn. Ik vrees me dat je hier best met mij toe Isaac. Ja, mir freut het ook. Wir haben al ieder van geredet van mijn geschichte vertalen. En ik heb mijn geschichte al te andere mensen verteld. Over WhatsApp heb ik eenmaal in eine groep dat ik mijn geschichte vertalen. En mir hat sehr schön meine Geschichte vertalen. En wir wollen ein paar Jahre dreimal und dann dürft das eigentlich nicht, aber nu ist es damit durch. En dat jou dat dan. Dat is hier bij levenswas en we vrij ons dat hier is dit op te nemen. Dus dat wat interessant zijn. Ik weet ook dat God wat je zien wachten. Wens onze geschichte, ons stich vom leven dat is interessant wat hij strijpt. Jeder mens kan zijn ene leven bij twee bladeren dan kan zijn wo heeft Gott geführt. En jeder eine heeft eine Lebensgeschichte, wat sehr klare Zeugnisse bei hat und wo Gott sich bewiesen hat auf viele Wege. En wie hat er mal von verteld, wo der dat? Wann ich weer door en door wohnen geblieben in mijn leven, oder wann du wirst door en door wohnen geblieben in dein Leben, oder dort nicht angetragen, Luther door weggetragen. Wird Gott sich da ein gewiss haben rein, oder wo wird das sein? Wenn du da mal überdenkst, wo schafft er, nicht? Aber ich sag ja, krijg je das alles jedoch. Wenn ich vielleicht mal von Tüse seit 19 Jahren wir und ich habe Pferden gewundert, wo wird mein Leben sein, wenn ich mal wieder dort in Launda geblieben. Da wird ein ganz anderes Leben sein. Aber ich glaube, wenn das dort nicht sagen war ich, wäre ich da verloren dort, aber ich glaube danach, dass Gott sein Willen war, dass ich gut successful sein als Start. Veel van ons hebben, en überhaupt man ganze Deutsche, wir sind auch so, wir haben, viele von uns haben verschiedene Städte gewohnt. Und wir müssen nach Moram, nicht alle gleiche sein. Aber die Frau ist dann auch manchmal, weit Gott sich damit, oder verbistert er sich, wenn wir schon also viele verschiedene Städte gewohnt haben, und er das nicht. Sein Plan von das Leben, der ist an uns hat geschrieben, und einmal, dann schafft er dort mit ihm, wo wir sind, wenn wir bloß uns in seine Hände geben und wir können mit ihm an seine Welt schaffen, dann kann er uns auf viele verschiedene Städte haben. Und für die, dazu wir wollen angehen von der Ordine-Geschichte. So, ich war hier wenn ja vertelle ich war die Leute, aber wo du mal geboren bist und abgewachsen bist, den ganzen Anfang, sei ehrlich mal, de Lied, wo du herkommst, wo du geboren bist und wo deine Kindheit war. Ja, ich bin mal in Durango geboren. Meine Eltern haben in Durango gewohnt. Und ich bin ein Jahr alt gewesen, dass meine Eltern nach Launda tragen, nach Launda, Zacatecas. Und dort, wo ich abgewachsen bin in Launda, von ein Jahr bis ich 19 Jahre war. Und Launda, das ist eine Kolonie, die gekauft wird von dem Lied von Durango. Launda, dort wir eine Hacienda, wir wollten alle, was eine Hacienda ist, ich habe seine viele Haciendas gewesen, in Launda, dort wir eine Hacienda, und der Lied von Durango, die kauften diese Hacienda durch, und dann tragen viele Deutsche von Durango nach Launda. Ja, so staat, so dat we dan die ook zijn te staat aangetrokken. Ja, ik ben een jaar gewesen, mir denkt er nicht von nicht, wenn der zijn aangetrokken, aber mir denken, doel dingen van, als ik er nooit klein nog gewesen zijn. En Launda, dat wir eine sehr feine Kolonie durch, dat wir eine interessante Kolonie durch, dat wir sehr schmacke rode Iris durch, sehr feine Ackerschland, und dort, ich habe mit der Jahren Zeit wieder nicht wasserieren, dann wird alle bloß alle Regen voll. Und das Regen immer fein, die haben sehr feine Arten durch. Und mein Papa hat nach Ferien von geredet, dass der kauft sich durch eine Stadt, oder der Bar sich durch eine Stadt. Eine Stadt hat dann, ich glaube, 100 Hektar Land, dann nach Weidland wieder dann. Und der hat ab 3 Jahren geborgt an die Stadt. Und er vertelt uns einmal, dass in 3 Jahren hat er die ganze Stadt betont, von der Arten, die er gegeben hat. Und wir denken, dass nach dieser Range, wo wir dann nach Gebieten, wo wir denken können, wir wohnen dann schon die Deutsche Band. Die Mexikaner werden dann alle Fuß getragen, und die Deutsche tragen die Hand, wir wohnen dann nach Schauf, und die Gebieten werden wir eine sehr schmacke Range, eine sehr altmodische, von Steiner wieder Gebiet, von Ladrillos und alle Sorten. Und wir eine sehr feine Leck, wo wir
En du weer een spring, een riefer, du schell immer Springwuter nemen. En du weer so viele Bäume, wat du weer, en dat weer een guter Platz, wo die Deutsche immer onzinnig haben fühlen. Viele Deutsche fuhren da hin, en du in die Bäume, du hast es dann gegeten, Sud geknallt, Säure getrunken, und schießt es verteilt. Wirklich, wann ihr denkt, ihr das erste Mal, was ist das ganz erste, was ihr denkt, als du ein kleiner Junge bist? Hast du irgendwas Besonderes ein? Mir das ganz erste, was ich weiß in meinem Leben, was mir denkt, dass meine Eltern in den Krisel abstellen. Ich bin an 3 Jahre gewesen, da haben meine Eltern mir vertalt, und dort denkt mir können nicht so hoch für, was die Krisel wird. Und dort denkt mir das erste. Und dann sind ich 3 Jahre gewesen. Von dort denkt mir, was, ich denke nicht so viel. Aber als ich 6 Jahre war, dort denkt mir, als ich 6 Jahre war, dann passieren noch viele Dinge durch in Laonde. Weißt du, ein anderes Ding, was sehr interessant wird von Laonde, du wohnst 2 Sorten Menschen, wir nennen aber 2 Sorten. Wenn von Durango-Lieder hatten die gekauft, dort lohnt die gekauft, aber dort tragen meistens Menschen von Chihuahua an, von hier von Cuauhtémoc, Chihuahua, tragen auch viele Menschen dahin. Nu werden wir von 2 verschiedenen Städten, wo die Kolonie die Menschen hat. Und die hatten dort sehr verschieden, die Sachen verschieden, und die werden einmal gut die Kahn. Von weit auf können die Kahn. Das ist überhaupt noch mit so man ganz Deutsch. Wir reden alle Plattdeutsch, aber wir haben noch mit an so verschiedene Kolonien, wo wir von hergekommen sind. Und ja, von daher mal ein bisschen Spaß mit Jana vertelt so, und der redet so, und der hat noch einen anderen Weg. Ja. Dem Land noch anders. Und hier wird es mit den Kleidern, weil in Laonde wird es so, dort wird eine sehr traditionelle Kolonie. Ja. Die Männer würden alle Schlauwechseln brücken, alle lange Mäven haben, Lehrgeschauen haben, Haut abhaben. Die Männer, die legten sich gerade, sagen alle, die hatten alle überall angetragen. Aber der Früh ist wie ein großer Unterschied. Der wird von Durango wieder in der Hand getragen, der Früh ist, der Kleider. Die brücken alle Kleider, Schalliker, ein Dürr, ein Haut. Aber der wird von Durango wieder in der Hand getragen, der Früh ist, der hatten Kleider an mit feinen Falten, sehr viel Falten. Und der hatten Schalliker an, und der Schalliker, der hatten Bräude, hier Bräude drauf, weißt. Und das andere Ding, wo der Kleine kann wird, der wird von Durango werden, der hat einen sehr stromen Heide im Jahres. Der hat einen breiter Bond, das ist der Raum, mit langen Flächen, was hier rauf hindeuten, und verschiedene klare Kieren. Und der wird von Cuauhtémoc werden, der hat einen schmaler Bond daran, einen ganz Karte. Und der im Jahr von Durango, der hat einen Dicker auch mit langen Fransen. Und der wird von Chihuahua werden, der hat einen Karte Fransen. Und so werden da so viele Dinge, weißt du, dass wir immer zu sein, von wo die werden. Und sogar mit der 40 Jahre, der wird von Cuauhtémoc werden, der Bagger, der hat bloß normaler Bagger, schwarzer Bagger. Der wird von Durango werden, der hat einen Bagger, der verschiedene Klieren, klare Klieren, das ist ein roter Bags von Bern, von Büten reingefahren, Lichtbleiben, Rims an, Fenster an, ein Volltreten, ein Tabbager und all Sorten. Und dort werden, der wird von Durango werden, da werden so verschiedene 40 Jahre, was die haben. Das ist dann nicht interessant, wenn wir nu noch einmal das Top nehmen, alle ans Deutsche, alle Deutsche, und dann von wo Alberta bis Bolivia, die sind alle von verschiedenen Kolonien hergekommen. Und jetzt habe ich aber viel, alle Top ans Top stehen und ans Top freie Wort von Volk wir sind, wenn wir alle mit verschiedenen vertalen, mit ans Plattdeutsch. Wir können über viele Wege Top schaffen. En top dingen doen. En Gott kan uit alle kolonien mensen roepen en die op verschillende wegen brengen. En dat is het hier gehad. En dat is het mij gehad. Dat is allemaal dat. En als een wertvolle geschichte, waar we dat dan nog kunnen onderkennen en respect geven van waar we gekomen zijn, waar natuurlijk eenmaal zeer verschieden is. Ja, en dat ding wat er passieren dat, wenn nu fangen die sich an zu befrieren, weil die von Durango, von Chihuahua, nu fangen das da an, alle dahin unter. Und je laatst wat ik naar Laonde gewoond, dan weer das Unterschied maar so groot. Dat hat sich alle ein bisschen taub gewarnt, die haben alle ein bisschen geändert und wir gleich mal so ein großer Unterschied. Nu weer dat door aan Laonde Zacatecas, wo du dann ab warst. Ja. Und da wordt dat alle taub, da alles ist eint und dann wordt je dat gewarnt und dat wo du dann ab warst und fangst an naar Schule zu gehen da. Wat hast von deinen Anfangsschuljahren, hast du was zu vertellen, wo die dort ging mit Schule am Anfang? Ja, mir das wird sehr interessant. Ich von 6 Jahren fang ich an naar de Schule zu gehen. Und mir ging das sehr schön in der Schule. Mir habe sehr schön gegangen naar de Schule gehen.
Ik weer zeer weglierig. Ik had een paar dingen wat ik zeer leicht leren deed. En een van dat weer lezen en dat andere dat weer rekenen. Die bij dingen die leg ik zeer in de school te doen. En ik kan zeer boezig wieder met lezen. Aber ein Ding, was ich nicht so gleich in der Schule, was ich hatte Angst in der Schule, wenn zu der Zeit wird es so, die Jungs, die kriegen so leicht, das hängt rein voll gehabt in der Schule. Und ich wir nach der Jung, und die gerade Jungs, die kriegen durch Schachen, das leicht nicht. Dort ging mir so da in der Schule, und ich hatte so Angst für den Schullehrer, was ich hatte. Aber was mir so schön war, da wir lesen. Als ich schon ein paar Jahre in der Schule gewohnt, ich verstand all, was ich lesen deed. Als ich einmal weiß, was ich lesen deed, mir werden die Geschichten so sehr interessant. Und ich habe sehr gelesen in der Schule. Und ich habe eine Schwester, die wir 2 Jahre heute auf der Schule zu gehen, der hält mich tüß nach, wenn wir tüß werden von der Schule. Und ich will das so gut in Lesen. Weißt du, manchmal haben sich gewundert, wo ich so viel lesen kann und dass ich das verstehen kann. Viele von den Kindern, die können doch gar nicht verstehen, was sie lesen deuten, aber ich kann das verstehen. Und mich interessiert das sehr. Und ich weiß dort, als in der Schule, der Schullehrer, der hat einmal einen Plan für uns, wenn wir lesen, dann wir mussten wissen, in der Schule einen Tag haben wir lesen. Und der hat einen Plan für uns, wir mussten in was lesen. Und dort wir dann auf Stelles lesen. Mir wird das viel zu wenig. Na, früher hatte ich den Schullehrer einen Tag, als ich konnte mir einen Plan haben zum Lesen. Ich auch einmal, wenn der andere Kinder da, ich würde auch dann, aber ich will die Bibel aufhören vom Fern und lesen, dann will ich den ganzen Teil lesen. Und dann Leute die Schullehrer dort, ich konnte mir einen Plan haben, ich fang die Bibel vom Fern an und ich habe den ganzen Teil gelesen in der Schule. Oh ja. Und mir wird es so interessant, weil wenn du was lesen lässt, was dich sehr interessieren lässt, dann macht einmal best du in der Geschichte bin. Da warst du auch, weil du schaffen, dass einer verjahrt, was Rahmen ist, und einer ist, es ist, wenn einer in dieser Geschichte leben wird. Und das, was mir passiert in der Schule. Und wir hatten bloß die Bibel in der Schule zum Lesen. Wir hatten andere Bücher aus, wir hatten den Kirchen, wir hatten die Testament, das Neue Testament, die Bibel. Das waren die einzigen Bücher, die wir in der Schule brauchen. Aber mir wird ganz gut, mir wird sehr interessant. Aber was ich einen Tag beleben habe, ich los hier in den Zeit, wo wir zum Lesen, und ich wir eine sehr interessante Geschichte, was mir sehr wichtig war, und ich hatte verjährt, dass ich in der Schule war, ich hatte von alles rund an mich verjährt, und ich los hier, und ich hatte angefangen zu rühren, weil mir wird das wichtig, was ich lesen soll, und dann hat einmal gesagt der Lehrer zu mir, Isaac, was ist los? Und ich verfiert mich, weil es da ist, wenn der mir diese Geschichte holt. Dann war ich das an, dass ich gehört habe, und ich wuchs mir nicht, den Lehrer zu sagen, wo wir nicht rühren da. Die wieder Geschichte abgegangen. Die wieder sehr abgegangen. Und dann sehe ich den Lehrer mit den Kopf. Dann sage ich, dann wohl nach Hause gehen. No, ich sehe, dort hat er nur gelohnt. Ich glaube, da wird immer gehen, wenn, was ich will mir den Lehrer gleich zu sagen, was da angeht. Aber ich weiß auch bloß, ich bin so vertieft in die Geschichten, dass ich lebe einfach bin. Mir werden die viel wert. So, an der Schule hast du gelehrt, dass wir den gleich, dass du leichtlehrig wirst. Nochmal, wer sagt, ist schwerlehrig gewesen, dann haben wir nicht gemeint an der Schule. Und das ja von beides. Wir haben alle verschiedene Geschichten von unseren Schuljahren, das ist klar. Und aber dient, kann sein, wenn du so weglehrig wirst und alles, dann lehrst du gut an der Schule und kommst mit der Lehrer schlägen. Wo wird es das? Kannst du einmal ein vertalen? Ich weiß, wie waren nach viel vertalen, wie waren hinten an Stützchen. Einmal sein, deine Leben tüß mit deinen Eltern und der Schwester, wo ging der tüß hat und was von Heim hat, wie der abpassen jetzt? Wir hatten so viele Eltern. Wir waren 8 Geschwister. Ich habe 5 Geschwister, die älter sind als ich, und noch 2, die jünger sind. Ich bin von den kleineren. Aber unsere Eltern, wir haben sehr gute Eltern gehabt, die sind alle nicht mehr, die sind alle gestorben, aber sie werden sehr gut, sie proben das Beste zu tun für uns, dass wir wurden christlich abwachsen. Wir werden bekannt mit den biblischen Geschichten. Unsere Eltern, die vertalten uns von klein an, was mir denkt, von kleiner Jung habe ich immer biblische Geschichten gehört. Mein Papa war nicht ein guter Leser, der kann nicht sehr gut lesen, aber der wird sehr gut in Geschichten vertalen. Der vertalt uns einmal Geschichten, der hat uns alle biblische Geschichten vertalt und noch viel mehr Geschichten. Der vertalt uns auch sehr viel. Unsere Mama, wir gut in Lesen, der los uns für Geschichten von der Bibel oder andere Geschichten. Und wir haben tüß gelehrt, dass wir mussten schaffen, von der neuen Jung an schaffen. Wir hatten schon viel Feuer zu besorgen, wir hatten 100 Hektar Land, da musste dann beackert und all dort. Und wir haben die Eltern lehrten uns, dass wir mussten speichern, sehr viel speichern für die Eltern,
auch ohne Angst, als Kinder. Wir mussten Respekt haben. Wir hatten niemals die Freiheit, eine schlechte wieder zu brauchen, ein schlechtes Wort sein, oder allein ist Wort, wenn wir lehnen, dann gibt es sehr schach. Wenn wir andere Speik gehen, oder jachten, dann gibt es sehr schach. Wir kriegen immer sehr schach. Dort wir nicht von ungefähr, wenn wir da rausstehen. Und das ist ein Ding, was mir ein bisschen schwer ist, wenn uns Papa, wir ein bisschen Wort ja, den für sehr hostig die Wort nannte, wir sehr hostig sehr doll. En krijg zo hostig kreeg we ook ver een schaag, ook ver een zeer schaag. En eindelijk, en dan wist ik dachten, wie ik neidig was, voor zo'n kleine dingen, hem zo zeer schachten. Dat is me ver een beetje goed, want ik had immer Angst voor mijn papa. Ik ben opgewassen dat ik immer Angst had voor den. Hij was een zeer goede voerder, hij was zeer veel geld geleerd van den en alles. Maar dit ene ding had hij zeer dol weer en dat ik immer Angst had voor den. Dat leg ik niet zeer. Wat würdest du sagen, dass die dort mit dem Verhältnis mit dem Führer Gott, mit dem himmlischen Führer, habt ihr da noch einen Einfluss gegeben mit dem Führer hier, wo dort Verhältnis wäre, was dort gemerkt hat? Ich weiß nicht, einmal habe ich den himmlischen Führer ein bisschen so angekickt aus dem Daler Führer. Ich habe mir gedacht, so, wie auch so, der himmlische Führer, wie auch ein Daler, wir haben das ein bisschen gelehrt, wenn wir die Dinge nicht reich haben, wenn wir nicht würden reich leben, dann da wird es sehr schlimm sein für uns, für den himmlischen Führer, wenn der Postkrieg ab wird bedeuten. Und da hatte ich immer ein bisschen ein Bild, dass der himmlische Führer, der kickt und Post bis ab wird bedeuten. Aber ich habe den himmlischen Führer läuft geworden, wenn ich immer in der Bibel lesen habe. Mir hat es nicht so sehr geboren, dass mein Papa ist dort wir, hoffentlich ein bisschen, aber was ich wie ein Läuft, wenn ich immer lesen habe. Du wirst gleich, dass du von Jung an so sehr lesen ja. Und dann hast du durch so dort den Eindruck gekriegt. Und hier ist noch viel zu vertellen, wir waren nächstes Mal wieder, aber denkt ihr noch von deinen Großpapa noch was? Ja, mir denken wir, was auf die für einen Einfluss gelohnt? Mir denken, von Bergrovers, wat we gehad hadden, mijn mama er ouderen, die starven als eigenlijk zijn ongeveer 5 jaar, of vielleicht nicht mehr ganz 5 Jahre, was da denkt mir wenig von. Aber mein Papa seine ouderen, dort denkt mir noch. Und die wir nicht, die hatten einmal was getan in ein Zentrum, die hatten einmal ein Zentrum Rehabilitation, und die Großpapa, da wir ein bisschen sehr interessanter. Die wisten sich thuis nicht so reich mit denen, hatten die ein Zentrum näher, und die hatten uns Hammer an den Nerven getan. Die wäre nicht mehr normal. Zum Geschichten vertalen wir die auch noch so sehr gut. Ich weiß, dass die vertalen Geschichten, aber die wäre nicht mehr ganz Systemus. Jetzt so eine ganze Geschichte, du hast dann einen Isaac Thiessen von hergekommen, dem habe ich hier von da. Und das ja, mir sehr schön, dass du hörst, wie haben viele zu vertalen. Nächstes Mal werden wir wieder. Wie war das hier, das nu aufschließen. So mit das alles, was du nu vertalt hast, nu sind wir nicht schwierig, wo dein Leben wieder ging. Komm nächstes Mal zurück und dann wollen wir wieder vertalen von Isaac Thiessen seine Lebensgeschichte.